Mijn naam is Abraham Schmidt van Bolivia. En dankzij dat ik hier kom bij Levenswasser Studio zijn, ik vrij me daartoe. En ik wil van jou dort meten wo Jezus mij gevangen heeft. Als ik op was, ik had geen toetrad nur irgend woord van het evangelium. So de mensheid waar ik woonde, die hield alles toe dat we geen evangelium aankomen. Maar mijn 18 jaar. En mijn vader dat we een zeer groot drinken. En als ik 12 jaar was, ik kom naar ganz klein. Ik zat op een stad en ik nam me voor zo'n leven als mijn papa had, zo'n wil ik niet hebben. Du wil ik voor ophosten. So ik nam me, ik maak een beetje bind met mezelf. Dat ik wil ophosten voor de eerste zaak, die wil ik allemaal afschuiven. Maar de zaak weer dit. Mijn familie wordt een zeer arme familie. En ik ben een zeer verachte jong, van de kindheid aan en zo ook in de jeugd. En ik word aan, wanneer ik niet zo leven als de andere mensen alle dagen, dan word ik überhaupt niet onerkannt worden. Kein So ik vond aan de eerste zaak te doen. En ik bedoel eigenlijk deze band wat ik met mezelf gemerkt had, wat ik zelfs met mijn ene kracht wil ervallen, den band bedoel ik. En als ik dan dat al sowieso gebruikt had, dan schmied ik me ganz bij. So ik geef me ganz aan voor alles wat mijn vlees gelasten deed, voor alles wat zo doen wil gaan dat ik zal doen. Ik val zeer diep aan vicios, aan lasters, aan schmeken, aan drinken en sogar aan drugs. So ik werd met al dit gepleegd en onder werking dat ik al zo'n zaken deed. En onder maandag, dan ging mir das so, wanneer ik bloß kan deze zaken toch doen. En ik proef dat vele maals. Maar ik wieder zo sehr dat gefasst ben. En dat ging wieder en dat ging wieder. En ik werd immer dollar vastgemerkt aan deze zaken. En wens dat ik al met drugs en al dat te doen had, ik vond ons zeer veel Trouble unterrichten. Aan de kolonie, aan de stad waar ik woonde. So ik würde vielleicht mit Jungs feiten und Jungs verkehren en zaken ze dort. En ik weet sogar, ik heb een soort meisje en jong doodgekillt, bloß weens den effecten wat de drugs aan mij deed. En zo dort leefde ik wieder voor een lange tijd. En op een week ging, op een maandag, dan deed mijn hart zeer, zeer weh. Maar ik had geen rood, weens er keiner mij kan zijn wat ik doen zou. Wat op eenmaal een groep missionaren bij mijn familie gekomen weer. Ik weet dan op arbeid geweest, maar mijn familie had zich dan bekeerd. En die hadden een boek voor mij, de Bibel voor mij gelopen en daarna een boek voor de bekeringsplan dan ben weer. Als ik dan naar huis kwam, dan, als ik bloß een idee aankwam, dan merkte ik dat aan mijn familie dat weer wat ganz bijzonder passiert. Ik kan ook bloß volgen wat er passiert weer. Maar dat we zo frisch verehrt, dat kunnen zelfs niet doen als mij ook de Bibel geven en danach das Buch. So ich fang an ein bisschen zu studieren. Und als ich darüber lesen deed, dann merkte ich mit einmal, dass du wie ein Leuchtturm Gott. Ich weiß noch, dass das an mir dort brennt so durch. Und jeder Wort, was ich lesen deed, das wie ein ganz besonderes. Ich habe dann einmal gedacht, dass ich Hall und dass ich Himmel und dass ich ein Dollar Gott. Das ist der einzige Topfanker, das ist der einzige Sache, was ich von Gott gewiss habe. Das hat meine Mami mir vertellt, das wusste ich. Und dort wieder das Einzige. Aber ich wusste nicht, dass du ein Leuchtturm Gott wirst. Und dass du ein Wach wirst, wer wird meine Sünden vergeben kann. So, als ich das lesen deed, ich lese den ganzen Bekehrungsplan in das Buch, was mir gegeben wurde. Und ich sage dort, dass du wirst ein Rot für meine Sünden. Und eine von den größten Sachen, die mir klären deed, ist, wo meine Sünden nochmal alle vergeben wurden. Und ich habe ja eine Rechnung geführt. Ich habe ja gesagt, wenn ich nu von diesem Tag an ein ganz reines Leben führen, mit einem Tag, wo ich leben würde. Ich würde mit 15 Lebens durchführen, aber ich würde gut genug sein, dass meine Sünden würden vielleicht vergeben sein. Und ich würde sehr, sehr bedeutet. Und ich wusste ganz genau, mit so einem Leben, das ich habe, ich ging gleich tun, dass ich geführt habe. Das habe ich klar. Und als ich nu sage, dass du wie ein Jesus, was das betont hat für mich, ich will dort reinfuß annehmen. So, ich habe dann einen Weg, wo ich sehr schwer viele Gedanken hatte. Und dann kriege ich in diesen Weg, dann sage ich mir eine alte Sache, dann sage ich sie nach mir.
Abraham, was je niet ook zoals wie, was je niet zo'n vrede had als wie? En ik zei niks, maar mijn hart schreef, jo, ik wil zo. Mij dat zo mooi wat du zegt. Aber ich weiß nicht, wo ich das sehe. Und da wir kriegen den da, wo ich dann ganz allein an Barschen ging und wo ich dann mit einmal eine sehr große Säulenangst kriege. Und der Heilige Geist, der weiß mir, ein sehr Aula, Krüser aber im Schmerz, wo du keine Freunde hast auf dieser Welt, wo du sehr verachten für Spott sein. Und wo du es dort sterben und nur hier für alle Ewigkeit verloren gehen und von Gott getrennt sein. Mir heeft so eine sehr große Angst, was dort Bild, was ich sage. Ich hatte 16 Jahre, dass ich meine Hand hinein und ich würde alles verbrennen, was ich mir gekauft habe, all meine Videos und all meine Laster. Ich möchte dann viel und ich knallt meine Hand. Und das Einzige, was ich weiß, ist, ich sehe, das wird. Jesus, wenn du wirklich bist, dann verjährt mir, was ich getan habe. Wenn dort steht, was ich durchgelesen habe, dann verjährt mir, was ich getan habe. Und halt mich so zu leben, als du dort bist. Ich habe angefangen zu healen und ich vertelle immer viel mehr, ich weiß auch nicht, was alles ich vertelle. Aber ich habe noch keinmal ein Gebet, aber nu wird es so, als wenn ich einfach mit meinen Worten plattdeutsch sehe, wo ich fall. Und als ich dort abwarte, dass du wer was mir das wird hören dort. Ich fange an zu healen und ich fange an rein alles rüberzugeben, was ich fallen dort. Und Jesus, der vergab mir durch. Und von dem Tag an ist mein Leben ganz anders gewesen. Und ich komme dann auch wieder mit den Freunden, aber ich tue nicht diese Sachen. Aber was tue ich? Ich habe von Fuß an gesagt, du hast ein Rot auf vergibt. Und ich predige das Evangelium. Das kauft der Heilige Geist mir, dass ich das wiedergeben soll. Ich predige das Evangelium zu meinen Freunden. Und ich will haben, gut nicht diesen Wahr, wenn es die gut auf den Saal sind war. Und wer wird taub, diesen Jesus erleben. Wer wird taub drin kommen. Und so dort lebt ich wieder. Und ich bin von dir so sehr dankbar. Wenn ich durch Jesus, habe ich meine wirkliche Durchsein, meine wirkliche Ursache vom Leben, habe ich gefangen. Ich habe mich nie gemerkt, ich habe mich vergeben und ich habe mich nie Token vergeben. Du kannst die Ratze von alles aus. Ich habe sie so sehr verläuft. Und Jesus und Gott, wenn es hier ist, einer wird niemals nicht utrannt und läuft. Wenn ich fall, heißt du zu mir abhauen. Wenn mir das schwer geht, heißt du zu mir trösten. Und ich will durch diese Welt mit uns taub gehen. Ich will Hand in Hand. Ich will uns drehen, wenn wir das schwer haben. Und ich ist der, der ganz dollste interessiert ist für uns Leben. Ich sage immer, ich ist uns geradster Motorsprecher. Ich ist uns Fan. So ist ich ist uns hij is weer het taalste aan het gleichende. Dus zum Beispiel, ik zeg maar, hij heeft een bracelet, hij heeft een armring met ons noemde en hij freut sich jedes Mal, wenn du wat Gott erreicht hast. Hij jucht am Himmel en hij freut sich für uns. Hij will uns so schön geht auf diese Welt. Und hij will uns sehen. So, ich möchte bloß, dass du diesen Gott wahrscheinlich kannst. Dass du diesen Gott wahrscheinlich kennenlernst. Hij is nicht ein Dollar-Gott. Hij is nicht ein Gott, der die Welt mit alle Gewalt oder Hals scheiden. Hij is nicht ein Gott, der die Welt strafen, aber hij will die Vergebung geben. Hij hat die Vergebung ganz an Jesus komplett gemerkt. Der ist durch für die. Dort, wo Jesus am Kreuz steht, dort wird genug für mich und dort ist auch genug für die. So, danke für mich zu erhalten und ich wünsche dir Gottes Segen.